Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Wenn euch das Format gefällt, dann denkt an Stiftron ein Like dort zu lassen und noch zu teilen. Und wenn ihr euch freut, wie ihr das Format nachher unterstützen könnt, das seht ihr hier. Auf alle Fall geht es heute Le Mans 66. Wie das alle Geschichte umgesagt gehen ist und wie intensiv das Geschichte ist, das seht ihr alles hier bei Filmlife. Anfang der 60er Jahre überhält Henry Ford II. Den Familienbetrieb von seinem Bob. Allerdings hat Ford ein ziemlichen Imageproblem an den 60er Jahren. Für mit den sportlichen europäischen Hersteller mithalten zu können, probieren sie das Firmenkonzept umzuändern und das mit der Hilfe vom Rennchampion und Ingenieur Carroll Shelby. Zusammen kreieren sie dann den Ford GT40, den Ferrari dann an ihrem eigenen Rennen zu Le Mans besiegen soll. Und das war bis dato nach keinem amerikanischen Hersteller gelungen. Lo hält Shelby dann sein Kollege und Rennfahrer Ken Miles mit an Boot für ein revolutionäres Rennauto herzustellen. Allerdings ist der Ken Miles nicht gerade der umgänglichste und das nämlich zählt doch für die Chevy-Tasche von Ford. Aber da so enger explosiver Kombi gibt, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Ob lo Ford an den Ken Miles mit den eins gehen und ob sie überhaupt eine Chance gegen Ferrari an ihrem eigenen Rennen haben, das seht ihr alles am Kino bei Le Mans 66. Le Mans 66. Ja, ich meine, diesen Film kann ich für allem mit dem Wort intensiv bezeichnen. Er geht von der ersten Sekunde an die Geschichte komplett involviert. Weil trotz seinen 2 Stunden und 32 Minuten geht dieser Film zu keiner Sekunde langweilig. Hier ist ein Mix entstanden aus interessanten Anekdoten, impressionant durchgestalteten Charakteren und spektakulären Rennszenen. Weil im Fokus stehen heute die 2 Hauptcharakteren, die gespielt gehen von Matt Damon und von Christian Bale. Für alle guten Daylight, die The Fighter schon gesehen haben, die wissen, dass die 2 perfekt miteinander funktionieren. Und auch bei Le Mans 66 gehen die 2 eine perfekte Chemie zusammen. Keiner spielt den anderen aus, und jeder lässt dem anderen genug Platz für seine Rolle auszuspielen. Aber trotzdem ist mir heute am meisten nach der Christian Bale aufgefallen. Weil er bei Le Mans eine ganz andere Seite von sich gewesen hat. Wenn ihr diesen Film gesehen hat, da ging er nicht so, dass das Person der Batman war. Eine Person dürfen allerdings auch nicht vergessen, und zwar der Regisseur James Mangold, der noch bekannt ist für Filme wie Logan oder Walk the Line. Weil er hat die 2 perfekt als Szenen gesehen und hat dann nebenbei auch noch impressionant Rennszenen durchgestaltet. Und die sind ein absoluten Highlight vom Film. Hier gehen 3 Kameraszenen mit einer bombastischer Soundkulisse gemixt. Und genau an diesen Szenen ist sie vom Film zu 100% involviert. Allerdings hätten doch Pferdespurt Dialoge zwischen den Charakteren genauso spannend durchzustellen. Hier favor dem mit den Charakteren so richtig matt. Insgesamt kriegt den hier eine fantastische Story geboren. Weil, wie seht ihr so schön, die beste Geschichte ging auch immer vom Leben geschrieben. Also an Mengen A kriegen wir heute zum Schluss vom Jahr nach mit Le Mans 66 einen richtig guten Film geboren. Also für Rennsportfans ist dieser Film ein absoluter Muss. Und noch für Leute, die nicht mit Rennsport können anfangen, gehen mich wundern, wann dieser Film erst kann losen. Und du wollt unbedingt an die Kino gehen, Le Mans 66 gucken gehen. Und für die Leute, die den Film schon gesehen haben, erzählt mir ruhig in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann denkt an Stiftron ein Like dort zu lassen und zu teilen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Le Mans 66. No. Whatever it is, Shell, no. Trust me. You're gonna build a car to beat Ferrari with A Ford. Correct. And how long did you tell them that you needed? 200, 300 years? 90 days. This isn't the first time Ford Motors has gone to war. We know how to do more than push paper. Go ahead, Carol. Go to war. Thank you, sir. Do you think you can beat Ferrari? I can try. We're lighter, we're faster. When that don't work, we're nastier. We're gonna make history. You ready? I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. Ha ha ha.